hinter Ihnen. Das mag für Sie stimmen. Für die Bürgerschaft haben wir jetzt eine große Herausforderung vor uns. Und Herr Kastner, ich kann nicht den Eindruck teilen, dass dieser Haushaltsentwurf ausgewogen ist. Für mich liest sich dort die Politik des Senats ab und die ist intransparent, unverbindlich, unzuverlässig und unsozial. Gespart wird überhaupt nicht, es wird gekürzt. Und zwar insbesondere an Stellen, an denen es eigentlich gar keinen Spielraum gibt und überhaupt gar keine Rechtfertigung. Herr Tschensch hat auf die Gebührenspirale hingewiesen und es gibt ganz viele Gebühren, bei denen insbesondere Menschen mit niedrigem Einkommen überproportional belastet sind. Wie ist es zu diesem Haushaltsentwurf gekommen? Das ganze letzte halbe Jahr wurde eine Sau nach der anderen durch die Stadt gejagt, um zu sehen, ob die Achsungszahl hoch genug ist, diese Pläne auch wirklich in die Haushaltsberatung einzubringen. Mit einem Kulturgipfel, wieder mal vorbei am Parlament, versuchte die Koalition, den Unmut, den sie hervorgerufen hatte, wieder zu glätten. Aber das gelang nur oberflächlich. Überhaupt scheint dieser Senat sich nicht der parlamentarischen Demokratie durchaus verpflichtet zu fühlen. Informationen, die der Bürgerschaft gegeben werden müssen, werden zurückgehalten. Abgeordnete müssen immer häufiger die Präsidenten um Hilfe bitten. Und ich habe es vorhin schon gesagt, es gibt die ersten Fälle, dass Abgeordnete vor Gericht ihr Recht als Parlamentarier einklagen müssen. Auch die Überlegungen zu einem Sondervermögen Unibauten scheinen aufgrund massiven Protestes vom Tisch zu sein. Wie die jetzt mehrfach angekündigten, erheblichen, dreistelligen Millionenbeträge in die Uni investiert werden sollen, wird nicht gesagt und erscheint auch nicht im Haushaltsplan. Und im Ausschuss konnte die Senatorin trotz mehrfacher Nachfragen auch nichts dazu sagen. Auch Herr Fricke hat offen gelassen, wie viel es nun wird und wo es im Haushalt eingesetzt werden soll. Das ist noch völlig in der Schwebe. Der Haushaltsentwurf hat erheblich viele Lücken, ist überhaupt nicht aktuell und stützt sich auch auf Einnahmen, die man als Luftballon bezeichnet hat.